Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern 04 Leverkusen, was wir souverän 13-0 gewonnen haben. Und bevor wir uns anhören, was Vinny zu sagen hat, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue, Leute. Von daher vielen lieben Dank, wenn ihr es tun solltet. Und damit gehen wir rein in den Bums. 0 Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Jetzt mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany und Flux euren Fragen natürlich. Bitte schön. Wo ist die erste Wortmeldung? Damit das Mikrofon geschickt gereicht wird. Links oben bitte, ja. Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur. Herr Kompany, können Sie ein bisschen was sagen zu Manuel Neuer, der sich vermutlich beim Jubel, so sah es aus, verletzt hat? Und zur Performance von Harry Kane gerne noch 2, 3 Sätze. Ja, ich habe jetzt in Er streicht doch keine Spieler raus, Leute. Lernt das doch endlich mal. dieses Moment noch keine Informationen, die Sie nicht haben über Manu. Es stimmt, war beim Jubeln. Sieht so aus, dass es die Wade-Region ist, aber ich glaube, Sie haben das auch alle gesehen. Und jetzt müssen wir sehen. Und ja, Harry natürlich, aber wie kann man jetzt nur eine Spiele nennen, in was die Jungs gemacht haben? Ja. Und, aber die wissen, die haben in unserer Meinung eine Halbzeit gut gespielt. Und wenn ich sage eine Halbzeit, ist nicht eine Halbzeit von diesem Spiel. Ich meine eine Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, also es war schon klar, dass er das meint. Ne? Also wir haben über 90 Minuten gut gespielt. Aber ja, natürlich musst du warnen und mahnen und machen und tun. Aber 3:0 sollte man über die Runden bringen, wa? Aber wie gesagt, Fußball ist immer alles möglich, keine Frage. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Das Problem, immer wenn ich zuversichtlich bin, ist nicht so gut. Wenn ich nicht so zuversichtlich bin, ist gut. Von daher. Insgesamt, weil wir müssen noch eine zweite Mal gegen die spielen. Und wir müssen in der zweiten Halbzeit genauso leisten. Genau wieder. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Plus Handzeichen. Einmal in der Mitte, Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Ja, eins weiter. Ja, dann jetzt bin ich schneller dran, als ich denken kann. Aber ich frage trotzdem ein Detail, vielleicht können Sie das bestätigen, dass Jamal Musiala in der Arbeit gegen den Ball sich vor allem an Granit Xhaka orientiert hat, oder habe ich da gemeint, zu viel zu sehen? Sie wollen, dass ich taktisch was bestätige. Ich sage gar nichts im Moment. Also das ist, wie gesagt, ja, aber es ist die erste Halbzeit, wie ich gesagt habe. Wir haben jetzt 4-mal gegen Leverkusen gespielt. Ja, da sollte man auch die Gosche halten. Ja, das sehe ich genauso. Also, was da jetzt taktische Feinheiten betrifft oder nicht betrifft, man muss dem gegnerischen Trainer das ja nicht auf die Nase binden. Ich denke, die werden das natürlich selber analysieren, aber ja, da würde ich auch mich geschlossen halten. Und in wirklich alle 4 Spiele ging es um Details, auch heute, obwohl es nicht so aussieht. Und es ist jetzt im Moment einfach zu wichtig, dass wir ruhig bleiben, wieder erholen und dann nächsten Dienstag wieder Vollgas gehen. Obwohl ich nicht vergesse, dass wir natürlich Samstag wieder gegen Bochum spielen, und das ist genauso eine Priorität auch. Dann der Nachbar bitte, ja. Herr Christian Krämer vom Kölner Stadtanzeiger. Herr Kompany, wie hat Ihnen Jonas Urbik nach seinem Debüt auf so einem Niveau und vor so einer Kulisse bei so einem Spiel gefallen? Ja, zum Debüt gibt es natürlich einfache Spiele. Ja, habe ich zwar schon gesagt bei der Einwechslung, der hat auf jeden Fall einen Pin in der Hose gehabt, vorne wie hinten war. Ich glaube, das betrifft es ganz gut. Einfache Spiele. Nein, aber so wie ich Urbich jetzt erfahren habe, in die ersten Monate sehr ruhig, sehr souverän, und ich will jetzt auch null Druck auf seine Schulter machen. Wir haben immer die Kader genutzt für jede Position. Es gab mal Momente ohne Harry Kane, es gab mal Momente ohne Musiala, es gab mal Momente diese Saison ohne der eine oder andere Innenverteidiger. Zum Glück noch nie ohne Michael, wa? Und sogar Kimmich letzte Woche. Und wir haben auch Spiele ohne Manu gemacht, und wir mussten die Kader weiter nutzen, und jeder weiß das, und wir werden überhaupt nichts ändern
in unserer Idee. Wir wissen, dass wir die Talente haben im Kader, um einfach immer weiterzumachen. Ja. Weitermachen. Grazie. Sieht nichts aus, dann vielen Dank. Schönen Abend, guten Nachhauseweg. Ciao. Vinny war schon vorher weg, bevor. Ja, ist natürlich immer nervig für ihn, ne? Wenn du so die PKs nach dem Champions League-Spiel oder auch nach dem Bundesligaspiel, wenn du vorher schon den ganzen Presse-Marathon hinter dir hast, so ist ja immer so der Schlusspunkt, ne? Von daher immer ein bisschen kurz angebunden, kann ich voll verstehen. Ja, zu Urbich, ich habe es gesagt, hat nichts zu tun gehabt. Das, was er lösen musste, hat er gut gelöst am Ball und alles gut. Ja. Aber ja, man hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwie jetzt super fickrig wäre oder irgendwie nervös wäre oder sowas. Ja, wer weiß, wir werden sehen am Samstag, ob Manu dann schon wieder fit ist oder ob er vielleicht dann sein Debüt da mal in 90 Minuten hat oder nicht. Wir werden sehen. Gut, Leute, kurz und schmerzlos, ist es spät. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Restwoche. Wir hören uns live kommenden Montag 18 Uhr live auf Twitch, wer Bock hat. Und dann, ja, vom Bochum-Spiel wieder hier auf dem Kanal. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.